Hallo und herzlich willkommen zurück beim Train Simulator 2014. Wir fahren jetzt hier immer noch die gleiche Strecke mit dem ICE 1 Richtung Hannover. Was motzt denn die ganze Zeit? Ja, ich weiß, dass es jetzt ein 160 ist. Dann werde ich hier auch die Geschwindigkeit wieder ein bisschen runternehmen. Wir sind in gut 3,5 Kilometer, treffen in Lüneburg ein. Unser nächster Halt. So, jetzt muss ich dann vielleicht sogar noch ein bisschen bremsen. So, 160. Dann 140. Dann 110. Dann fahren wir dann bereits in Lüneburg ein. Das heißt, nächster Halt Lüneburg. Ausstiegsseite links, glaube ich, und Ankunft auf Gleis 1. Ja, was ist denn los? Psst, ich weiß, dass ich auf 110 runter muss. Ist ja kein Problem, da eine Punkt, genau, auf dem Punkt genau 110. Ne? Was Geschwindigkeitsüberschreitung? So, noch ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ist noch schwierig, hier sind wir an dem Bahnhof relativ spät. Ah, da kommt er. So, 60, das passt schon. Wir wollen ja nicht gleich hier in den Bahnhof reinrasen. So, Ankunft 10:27 Uhr. Wir sind sogar ein bisschen früher, als geplant war. So, und jetzt treten wir richtig auf die Bremse. Sektor 1 D, Gleis 1, Sektor D. So, und ich denke, hier können wir mal anhalten, denn unser Zug ist ja nicht so lange. Ah, ich kann auch so die Türen öffnen, okay. Eigentlich wäre es Ctrl T auf der Tastatur, aber wie es aussieht, kann man hier auch mit der Maus. Dann die Weiterfahrt ist, glaube ich, um 10:27 Uhr, ne? Ja, genau. 10:27 Uhr, das heißt in gut 30 Sekunden sollten wir dann auch wieder weiterfahren. Wie sieht es dann hier so aus? Da vorne steht unser Zug, alles klar. Ah, so sieht es übrigens im Zug drinnen aus. Guten Tag. Aha. Grafikmäßig ist der Simulator nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist nicht so Hammer wie ein Need for Speed oder was auch ich oder ein Watch Dogs, aber beim Simulator, da erwartet man sowas auch nicht, vor allem nicht von der Inneneinrichtung. So, jetzt haben wir 10:27 Uhr. Jetzt gehen wir ins Cockpit. Grün ist bereits. Jetzt warten wir nur noch auf die Rückmeldung. Dann, die Uhr läuft da gar nicht. Ah doch. Nehmen schon mal den Druck von den Bremsen. Aufpassen, dass sie nicht wegrollt, aber das sieht nicht so aus. So, darf ich weiterfahren oder wie siehst du das? Jetzt. Der Zug ist für die Weiterfahrt nach Uelzen bereit. Geschwindigkeit nach dem Signal. Ein bisschen weiter weg noch. 160 dann, jetzt noch 110. So, jetzt ist dann gleich 160. Wir können gar nicht bis auf 110 hoch, bis wir dann schon wieder 160 fahren dürfen. Und dann geht es jetzt hier weiter geradeaus, nicht quer über das ganze Gleisfeld. Schon mal sehr gut. Haben wir hier eigentlich, könnte einmal das Cockpit zeigen, also ich beschleunige jetzt hier, nachher ist 200 bisher.
Auf 160 kommen wir gar nicht, bis wieder 200 ist. Das hier ist das Cockpit des ICE 1 oder ICE 2, ich bin mir immer noch nicht sicher, steht hier irgendwo. Das steht hier nicht. Okay, jetzt muss ich doch ein bisschen zurück. Wir haben hier drüben, da genauer gesagt, hier hätte ich so eine Streckenkarte. Hier werden auch die Geschwindigkeiten auf der Strecke angezeigt. Ich glaube, das ist jetzt nicht Echtzeit. Also, das stimmt jetzt nicht, was hier drauf steht. Das ist alles nur einfach so Beispiel. Aber normalerweise, jetzt in einem echten Cockpit sieht man hier die Uhrzeit, Ankunft, Abfahrt. Man kann sich den Bahnhof. Man sieht hier drüben die Streckengeschwindigkeiten. Das läuft dann so automatisch nach unten, während man fährt. Dann haben wir hier, was hast du jetzt schon wieder? Das ist ja gleich 200. Naja, da vorne kommt wieder 40, 140. Wir haben hier die Zugsbremse, die wir betätigen, um den Zug zu bremsen, aber dennoch den Schub nicht wegnehmen müssen. Also bremsen kann man immer. Die wird wohl hydraulisch sein, die Bremse. So, jetzt nehme ich mal die Geschwindigkeit weg. Wir müssen gleich wieder auf 140 runter. Hier haben wir eine Übersicht von Druck und so, wenn ich jetzt die Bremse bestätige, dann sieht man hier Druckabfall. Also das funktioniert schon ganz schön hier. Wir ein bisschen Gas geben. Wir haben auch die Uhrzeit. Hier stimmt sie. Hier nicht. So, jetzt bremsen wir ein bisschen. Da müssen wir nachher nicht aufpassen, dass wir nicht über 140 kommen. So, Bremse weg. Dann, was haben wir hier noch so? Wir haben hier natürlich den Schub. Wir können voll Leistung geben oder ein bisschen weniger. Das haben wir vorhin schön gesehen. Da könnten wir die Geschwindigkeit festlegen. Zum Beispiel könnten wir hier auf 140, ne? Das wäre irgendwo hier. Und jetzt können wir Vollleistung geben. Oh, Vollleistung. Und eigentlich sollten wir jetzt nie schneller als 140 werden. Ja, wir können ein bisschen mehr noch. Da muss 140 sein. Ja, da ist 140. Jetzt beschleunigt der Zug bis auf 140, bis hier die Tachonadel bei 140 ist. Und weiter sollte er eigentlich nicht. Das ist so eine Hilfe, so eine Automatik, die man bei neueren Zügen einschalten kann. Bei den älteren gibt es das noch nicht. Bei den älteren muss man auch ein bisschen noch mit Gängen schalten und so. Aber hier ist es ganz leicht. Hier könnt ihr, jedes kleine Kind könnt ihr eigentlich diese paar Hebel betätigen. So, jetzt haben wir 200. Das heißt, wir gehen jetzt hier mit dem Taster auf 200. Zack. Und geben hier voll Schub. Und jetzt beschleunigt der Zug bis auf 200. Und wir sollten dann auch nicht mehr erhalten. Aber ich glaube, wir kommen gar nicht bis auf 200. Da müssen wir schon wieder auf 160 abbremsen. Ja, echt. Es geht relativ schnell hier. Gut 1 Kilometer. Und dann fängt es schon wieder an zu piepen. Gehen wir wieder zurück auf 160. Schub können wir trotzdem noch voll geben. Es sollte jetzt automatisch runtergehen. Weg von der Bremse natürlich. So, jetzt habe ich ein bisschen zu fest gebremst. Wir müssen nur auf 160 zurück. Jetzt beschleunigt er wieder. Und dann können wir dann gleich wieder auf 200. Ah ja, das ist dann abbremsen, wieder Gas geben. Was haben wir hier noch so? Ach, da drüben haben wir... Was ist jetzt schon wieder? 160, ich weiß. Ist das hier oder da oder irgendwo? Da. Das ist doch das Horn. Die restlichen gehen. Manchmal geht halt nicht alles, ne? Das ist so in diesen Simulatoren. Ganz alles kann man halt doch nicht machen. Dann hier unten sollten noch irgendwo. Ja, oder bei dieser Lok nicht anscheinend. Hier haben wir den Fahrstromabnehmer, beziehungsweise den Stromabnehmer oder auch Pantograph genannt. So, jetzt gehen wir auf 200 hoch. Ah, na toll, dann müssen wir gleich auf 140 runter. Das hat es ja total gebracht.
Ich weiß, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen auf die Bremse... Nee, das geht schon. Das ist jetzt auch die automatische Bremse, ne? Wenn er merkt, ich habe hier nur auf 140 eingeschaltet, dann geht er auch automatisch da runter. Unser nächster Halt ist übrigens Uelzen in gut 22 Kilometer. 10:43 Uhr ist offizielle Ankunftszeit, das heißt in 10 Minuten. Gut, was haben wir hier noch so? Was haben wir hier? Free, okay. Override. Weiß ich nicht, was das ist, das weiß ich auch nicht. Start. Jetzt ein Startknopf. Ach so, das ist der Hauptschalter. Wenn es der Zugsimulator ganz schwer wäre, dann kann es sein, dass ab und zu die Leitung so quasi unterbrochen ist, weil der Strom von zwei verschiedenen Kraftwerken herkommt. In diesem Fall ist die Leitung kurz unterbrochen, aber nicht so, dass da gleich keine Leitung mehr ist, sondern die sind zwei Leitungen, die sich kreuzen auf gleicher Höhe, sodass der Stromabnehmer trotzdem darüber fahren kann. Grund dafür ist eben, wie gesagt, dass der Strom von zwei verschiedenen Kraftwerken kommt und wenn man jetzt das zusammenhängt, dann macht man einen Kurzschluss. Das heißt, dieser Knopf ist nichts anderes, als kurz den Strom der Lok abzustellen, damit, wenn wir darüber fahren, keinen Kurzschluss über die beiden Kraftwerke quasi machen. Für das ist dieser Hauptschalter, weil man muss da nicht auch extra den Stromabnehmer runternehmen, nur weil da diese Lücke kommt, sondern einfach nur den Hauptschalter ziehen, weil in diesem Moment nimmt sonst der Zug den Strom von beiden Kraftwerken und dann kann es einen Funken geben und der könnte dann die Lok beschädigen. So, jetzt dürfen wir wieder auf 200 beschleunigen. Hier den Hebel 200. Ich denke, das ist so die Höchstgeschwindigkeit, bisher habe ich noch keine Strecke gesehen, aber ich habe ihn jetzt auch ganz neu geholt, hier mit dem Steam Sale übrigens. Habe ich mir ganz viele neue Spiele geholt, die werden alle noch kommen in einem Let's Play. Draußen gehen. Hier durch den Busch, sehr schön. Da vorne ist dann auch schon bald wieder 160, da müssen wir auch schon wieder runtergehen. Und es sind noch knapp 17 Kilometer bis nach Uelzen. Die Landschaft auch sehr schön gemacht hier. Ja, wir kommen schon gar nicht auf 200 Stundenkilometer. Da müssen wir jetzt dann schon wieder abbremsen. Ne? Ja. Ist das etwa 160? Ich glaube ja. Ja, das ist 160. Gut. Wir können sogar noch ein bisschen hoch. So. Ja, lassen wir das so. Wir müssen ja nicht gleich die Höchstgeschwindigkeit fahren. Hauptsache wir fahren nicht zu schnell, denn das gibt dann sonst wieder diesen Punkteabzug. Das wollen wir noch nicht. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge von diesem Zugsimulator. Wie gesagt, es wird nicht 100 Folgen geben hier, es ist eher so ein Test und so. Das mache ich ab und zu und jetzt habe ich ja mal ein bisschen die Lok bzw. den Triebkopf hier gezeigt. Jo, vielleicht habt ihr was gelernt, vielleicht auch nicht, ist mir nicht egal. Kann man ja sonst dann. Da drüben kann man nichts. Sonst vielleicht das Fenster noch öffnen, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, liken. Auf Facebook könnt ihr mir übrigens auch ganz privat schreiben. Wenn ihr denn Bock habt. Ja, ich weiß. 140. Das wird etwa hier sein. Oh, die Bremse. Ja, immer noch die Bremse drin. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.